Jesus. Du bist nämlich der, der würdig ist. Du bist der, der auf dem Thron sitzt. Alle Herrlichkeit von Anfang an bis zum Ende gehört dir. Wir erheben deinen heiligen Namen, Jesus. Wir stehen in deiner Gegenwart und sind dankbar für alles, was du da hast für uns, Jesus. Wir danken dir, dass wir uns versammeln in deinem heiligen Namen. Dir gehört Ehre von Anfang an bis in Ewigkeit. Alle, die einverstanden sind, sagen mit mir zusammen Amen. 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 Hey, was für ein genialer Gott wir haben, wo wir dürfen miteinander loben und preisen, wo wir in der Gegenwart von ihm dürfen sein und wo wir dürfen besingen und loben. Hey, mega cool. Ich darf heute eine kurze Predigt halten. Und zwar geht es nachher in der Anbetungszeit geht's thematisch ganz fest um die Namen Gottes. Die Namen Gottes. Wir werden besingen, loben und preisen, festhalten, die Namen von Gott. Und die möchten wir im Vordergrund heute am Morgen haben. Und ihr dürft nachher in Stationen aktiv werden und selber die Namen Gottes entdecken und ihm die Ehre geben. In der Vielfalt, die er sich uns offenbart hat. Jetzt, mein Name ist Micha Christian Wüthrich. Das war immer mega lustig in Australien, wenn mich die Leute gefragt haben, wie ich heisse, habe ich immer mega schnell gesagt, mein Name ist Micha Christian Wüthrich. Und dann habe ich gesagt, sie sollen es auch mal sagen und die haben immer natürlich keine Chance gehabt. Bedeutet tut mein Name Micha ist eigentlich ein gottesverherrlichender Name und das ist eine Frage, die Frage nach, wer ist wie Gott, wer ist wie er. Und ich habe immer sehr Freude gehabt an dem Namen, habe gefunden, meine Eltern haben das gut ausgewählt. Christian gibt es schon ein bisschen weg, oder? Das ist der Christusfolger, Nachfolger, habe ich auch gefunden, immer sehr passend, habe ich Freude gehabt an dem Namen. Und über Wüthrich reden wir nicht. Wir haben ein Truber-Geschlecht mit dem Namen Wüthrich. Ich habe, die mich kennen, die wissen vielleicht, dass ich ein bisschen geschichtsinteressiert bin und habe einen kurzen Dive gemacht ins Bundesarchiv von Bern und probiert, ein Familienwappen von uns zu finden. Kannst du es schon mal zeigen? Das ist das besagliche Familienwappen. Ist es in der PowerPoint drin schon, oder? No, ich habe es nochmal neu aufgeladen. Wahrscheinlich ist es nachher verloren gegangen. Anyways, ich hätte euch jetzt an dieser Stelle das Familienwappen von den Wüthrichs zeigen. Ist eine lustige Kinderzeichnung mit einem hässigen Männchen eigentlich drauf. Von dem her. Aber jetzt die Frage an dich. Wer kennt die Bedeutung von seinem eigenen Namen? Du mal die Hand aufheben. Wer kennt die Bedeutung von seinem Namen? Ja, doch noch einige. Der eine oder andere kann jetzt da die Hand aufstrecken und sagen, mal, das ist mir geläufig, weil es muss uns nämlich bewusst sein, oder wir müssen verstehen, heute am Morgen, wenn wir über Namen reden, Namen haben in der Bibel eigentlich immer eine tiefe Bedeutung. Orte werden bewusst benannt. Immer mit einer Geschichte verbunden, mit einer Offenbarung oder mit einem Ereignis, mit einem Eingreifen Gottes verbunden. Kinder werden sehr bewusst benannt und bekommen einen Namen, der eine Bedeutung und eine Tiefe drin hat. Und mehr noch in der Bibel ist es eigentlich sogar so, dass, wenn du einen Namen kennst, dann kennst du wie die Person. Es ist eigentlich etwas Intimes. Den Namen von jemandem kennen bedeutet, die Person zu kennen. Und jetzt für alle Verheirateten oder in Beziehungs... Ja, sorry, das wird heute noch ein paar Mal passieren. Ich habe ganz einen mühsamen Husten seit einigen Wochen. Ich gehe nachher zu Jehova Rapha und bitte um Heilung, dass er mich wird heilen, dass ich den Husten loswerden kann. Wer in einer Beziehung hat einen Kosenamen für seinen Partner? Du noch mal die Hand aufheben, wer hat einen Kosenamen? Ja, doch. Nice. Sehr schön. Einige von euch. Das gefällt mir. Ich habe auch einen Kosenamen für Dunja. Ich tue den nicht öffentlich sagen. Weil das ist nämlich wirklich etwas Intimes, etwas Persönliches, etwas Nächstes.
Und so mit dem, kannst du schon mal die nächste Folie zeigen, mit dem Hintergrund, hey, Namen haben in der Bibel Bedeutung. Möchte ich mit euch jetzt den ersten Vers vom Psalm 147 lesen. Wir werden nachher noch mehr lesen von dem Psalm. Und dort lesen wir im Psalm 147, Vers 4. Er bestimmt die Anzahl der Sterne und spricht sie alle mit dem Namen an. Was das über Gott sagt, ist, er ist in Kontrolle und er kennt jeden einzelnen von diesen Sternen, von diesen Abermilliarden Sternen am Himmel. Die hat er benannt und er spricht die, kennt die persönlich. Und kennt denen ihren Namen. Er hat eine Beziehung mit allem, mit dem ganzen Universum. Also wir müssen verstehen, Namen haben eine ganz tiefe Bedeutung in der Bibel. Und so ist es auch ein extremes Privileg. Oder eigentlich fast ein bisschen mindblowing, dass wir den Namen Gottes dürfen kennen. Dass er seinen Namen uns offenbart. Wir dürfen eine Beziehung mit dem Schöpfer vom Universum haben. Mit dem gleichen Gott, der eben die Sterne geschaffen hat. Und jeder Einzelne beim Namen nennen, dürfen wir auch. Wir dürfen ihn bei seinem Namen nennen. Und das möchten wir heute ein bisschen entdecken. Ich habe 5 Punkte, die ich euch mitgeben möchte, wenn es um den Namen Gottes geht. Und das Erste, was wir festhalten möchten, ist, ich glaube, der Name Gottes ist so eines der grössten Opfer in der Bibelübersetzung. Wir haben nämlich all die Namen gar nicht die Möglichkeit, um die richtig zu übersetzen. Und da geht uns manchmal eine Vielfalt und eine Tiefe verloren, die wir heute ein bisschen zurückbringen oder ein bisschen entdecken. Also hey, wir dürfen den Namen Gottes kennen. Wir möchten heute ein paar Namen anschauen, die in der Bibel geläufig sind. Habe euch Listen mitgebracht, dass ihr einfach ein bisschen in Staunen kommen ab dieser Breite und dieser Tiefe, die die Namen Gottes haben. Und das Erste, was wir möchten festhalten, ist, wenn wir den Namen Gottes kennen, wenn wir Gott beim Namen rufen, ist das eine Offenbarung von seinem Charakter und von seinem Wesen. Also wenn Gott sich einen Namen, mit einem Namen vorstellt, wenn er sich bekannt macht mit einem Namen, dann ist der Name immer eine Offenbarung von seinem eigenen Wesen, so wie er ist. Das ist in seinem Namen drin. Also bei Gott kann man wirklich sagen, der Name ist Programm. Wie er sich vorstellt, wie er genannt wird, das ist ein Teil von seinem Charakter und von seinem Wesen. Und dann auch, das geht zum zweiten Punkt, Gott wählt die Namen selber. Er offenbart die Namen den Menschen. Also es ist etwas, das er selber gewählt hat und das er den Menschen offenbart. Wenn er sich uns mit einem Namen vorstellt, ist das eine Offenbarung Gottes. Dann tut er sich vorstellen und tut dann nicht nur eine Möglichkeit uns geben, wie wir ihm halt rufen, sondern es gibt dort drinnen, in dem Namen ist ein Charakterzug Gottes enthalten. Und er gibt sich uns bekannt mit einem Charakterzug und mit einer Wesensart, wie er ist. Und man kann die Namen Gottes so wie in 2 Kategorien grob einteilen, wenn er sich offenbart. Und so, ich habe euch Listen, eben, wie gesagt, mitgebracht. Die eine Kategorie ist eine doxologische Kategorie, kann man die nennen. Doxologisch heisst Gott verherrlichend, anbetend, ihn erhabend und auflöpfend. Das ist eine Doxologie. Wenn wir Doxologie betreiben, in den vielen Lieder, die wir singen, sind doxologische Lieder, wo wir einfach die Grösse und die Art Gottes erheben und loben und preisen. Und so hat Gott einen ganzen Katalog von Namen, die eben doxologisch sind, die seine Wesensart von seiner Überlegenheit und von seiner Herrlichkeit beschreibt. Wir lesen dort vom El Elyon. Das ist der höchste Gott, den es gibt. Der über allem steht, das beschreibt den Namen. Wir haben den El Shaddai, den Mächtige. Der allmächtig ist. Der alle Kontrolle und Herrschaft in seiner Hand hat. Wir haben den El Olam, den Ewige. Der ist und immer wird sein. Das ist ein Name Gottes, den er uns offenbart, wie er ist. Einer, den ich mega gerne habe, ist der El Gibor. Der Held, der starke Held, der siegreich in der Schlacht ist. Wir haben den Zebaoth, der Herr der Herrscharen, der vorangeht und ganze Herrscharen folgen ihm. Wir haben den Melech, den König, der königlich ist, der man krönt und erhabt und die Ehre vom König ihm gibt. Wir haben den Elohim, er ist der König der himmlischen Herrscharen. Er, der im Himmel ist und regiert, im Himmel, das ist Elohim.
Und wir haben den Adonai, er, der souverän ist und der über allem steht, er, der nicht angefochten kann werden. Das sind Namen Gottes, wo er offenbart in der Bibel und wo ihn beschreibt. Und wenn ihr die Beschreibungen hört, merkt ihr vielleicht schon, was für eine Breite das dort drinnen ist. Jetzt gibt es aber noch Beziehungsnamen. Gott ist nämlich nicht nur unnahbar, er ist nicht nur erhaben und souverän, er ist auch ein Beziehungsgott. Er stellt sich uns vor als der Vater im Himmel, nahbar, liebevoll, persönlich, in einer Beziehung mit seiner Schöpfung. Wir haben den Jahwe. Ich habe das als Beziehungsname reingenommen, weil das ist ein Bundesname. Er schließt den Bund mit dem Volk Israel und offenbart sich Mose am brennenden Dornbusch mit dem Namen Jahwe. Ich bin, der mit euch ist und der für euch ist. In dem Namen schließt Gott einen Bund mit dem Volk Israel. Wir haben den Fels, wir haben Rapha, den Gott, der heilt. Wir haben den Erlöser, wir haben den Helfer. Er stellt sich als Helfer vor und er sagt, ich bin der euch beisteht in der Not. Er ist der Jehova Jireh, der Versorger, der gibt, was wir brauchen, der unsere Bedürfnisse kennt. Und er ist der Immanuel, der Gott, der mit uns ist. Was für eine Tiefe und Schönheit in diesen Namen Gottes drinnen ist, oder? Ich möchte euch zeigen, was wir vorher ein bisschen verpasst haben. Nämlich im Psalm 147 haben wir schon einen Vers gelesen. Ich habe das mal Vers 1 bis 7 für euch aufgeschrieben und habe immer mit Rot geschrieben, welcher Gottesname das in diesem Psalm gebraucht wird. Auf dass wir mehr Tiefe dürfen entdecken, wenn du so einen Psalm dann lesest und wenn du anfängst verstehen, wie Gott sich mit seinen Namen offenbart und wie er eine Erkenntnis gibt und was das für eine Tiefe gibt, wenn du ihn dann so kannst anbeten. Halleluja! Übrigens, da schon das erste Mal Gottes Name drin. Halleluja ist nämlich El drin. Das ist der Gottesname. Das ist, ich bin verliebt in dich, Gott. Wenn du Halleluja sagst, ist Gottes Name schon ausgesprochen in dem Wort drinnen. Gut ist es für unseren Gott, das ist der Elohim, zu singen. Elohim ist der himmlische Herrscherkönig. Der im Himmel über allem steht, der wird jetzt da benannt und besungen. Ja, schön ist solch ein Lobgesang, ihm gebührt er. Der Herr, und das ist Jahwe selbst, und das macht Sinn, jetzt geht es nämlich um einen Bundesentscheid, baut Jerusalem wieder auf, weil er hat es nämlich in dem Namen, in dem Bund am Volk versprochen, dass er sie zurückbringt. Er schenkt ihnen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben und verbindet ihre schmerzenden Wunden, also ein Beziehungsname wird da angesprochen. Groß ist unser Herr Adonai. Der Adonai, er, wo über allem steht, er, wo souverän ist und wo in Kontrolle ist, wird da gepriesen. Und reich an Kraft, seine Weisheit ist unermesslich. Der Herr, da ist wieder Jahwe, hilft den Unterdrückten auf, die sich gegen ihn auflehnen, aber erniedrigt er, bis sie am Boden liegen. Stimmt für den Herrn, Jahwe, ein Danklied an, spielt für unseren Gott auf der Zither. Hey, was für eine Tiefe doch in dieser Offenbarung Gottes ist. Und das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Wie genial ist es dann, dass wir den Gott dürfen mit Namen ansprechen? Er gibt uns den Namen, auf das wir ihn dürfen anrufen, auf das wir ihn mit seinem Namen dürfen anrufen. Hey, wenn ich krank bin, wenn es mir schlecht geht, dann rufe ich, dann darf ich, habe ich das Erlebnis, um den Jehova Rapha, den Gott, der heilt, anzurufen. Ich darf ihn bei dem Namen nennen. Es gibt mir die Möglichkeit, ihn zu adressieren. Hey, wenn es mir schlecht geht, weil ich unterversorgt bin, weil ich Mangel habe, weil mir etwas fehlt, dann darf ich zum Jehova Jireh gehen, er, der versorgt. Wenn ich mutlos bin und nicht weiss, wo ich hergehen soll, dann gehe ich zum Jehova Nissi, er, der das Banner ist, der vorangeht, er, der stark ist und vorausgeht. Wir dürfen ihn adressieren und anrufen mit Namen. Was für ein Privileg wir Christen doch haben, dass wir einen Adressat haben, dass Gott uns sagt, mit welchem Namen wir ihn rufen dürfen. Und das bringt mich zum 4. Punkt. Der vollkommene Name Gottes, den werden wir dann im Himmel kennen. Der wird im Himmel offenbart werden, wenn wir die Tiefe, Breite und alle Dimensionen Gottes voll erfasst haben und ihn dann tatsächlich so nennen, wie er wirklich ist. Ich glaube, die Name Gottes, das ist eine fortlaufende Erkenntnis. Das ist ein wachsendes
Phänomen, dass wir immer mehr entdecken und lernen über Gott und dass wir ihn immer mehr dürfen kennenlernen und ihn immer mehr dürfen mit Namen berufen, anrufen, weil wir ein Erlebnis gehabt haben, wie er ist und wir immer mehr dürfen erkennen, was alles zu dem Namen Gottes gehört. Im Wissen, dass Vollkommenheit, Vollheit, die Ganzheit von seinem Namen im Himmel uns offenbart wird werden. Und der letzte Punkt ist ein Umkehrschluss. Hast du gewusst, dass dein Name bekannt ist im Himmel? Dein Name, so lesen wir im Lukas 10, Vers 20, sagt Jesus, ist aufgeschrieben im Himmel. Jesus sagt, freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Wir dürfen Gott kennen und in dieser Erkenntnis Gottes ist ein Umkehrschluss, ist nämlich eine Beziehung so weit, dass Gott sagt, ich schreibe deinen Namen bei mir auf. Auf das jeder weiß und es jedem klar ist, wir haben eine Beziehung und ich kenne dich. Ich kenne deinen Namen und er ist festgehalten bei mir im Himmel. Was für ein Privileg, dass wir dürfen den Gott beim Namen rufen und ihn anbeten. Und wisst ihr was, das wollen wir jetzt gerade machen. Wir wollen die nächste Zeit von dem Gottesdienst für das einsetzen. Wir wollen den Namen Gottes anrufen. Und ich möchte dich fragen, hey, welchen Namen Gottes hat Gott dir schon offenbart? Wie kennst du ihn? Mit welchem Namen kannst du ihn rufen? Wie hat er sich dir vorgestellt? Und dann möchte ich dich einladen, heute an diesem Morgen ihn bei seinem Namen zu rufen. Und vielleicht gibt es auch ein Bedürfnis, Mangel in deinem Leben, Sachen, wo du Gott möchtest anrufen, spezifische Situationen drin bist, wo du Gott möchtest erleben, dann ist das eine Möglichkeit für dich heute am Morgen, Gott bei seinem Namen zu rufen. Und ihn daran erinnern, wie er ist. Es ist eine Offenbarung von seinem Charakter und von seinem Wesen. Du darfst ihn anrufen bei seinem Namen.